Herzlich willkommen bei Fit mit Fetz. Wir sind noch immer in den Yoga-Wochen drin. Namaste und Namenstag. Letzte Woche haben wir euch den Hund gezeigt. Heute zeigen wir euch eine neue Position. Wie immer würde ich es euch gerne vormachen, aber es ist mir leider etwas passiert. Beim Fallschirmspringen am Neusiedlersee habe ich meinen Fallschirm vergessen und habe mir bei der Landung das Handgelenk verstaucht. Aber das macht gar nichts, denn mein Atlatus Zacharias Humpferl wird mit mir die Übungen machen. Servus Zacharias. Na, passt nicht. Na, Namenstag. Ja, und wir zeigen euch heute den Krieger. So, der Zacharias ist jetzt schon einmal in der Ausgangsposition im Krieger. Beim Krieger ist es ganz wichtig, ein fester Stand am Boden und die Hände müssen einmal Richtung Moskau zeigen, die andere schaut Richtung Atman-Buchheim. Somit kann das Ganze fließen von Ost nach Nord. Ganz wichtig. Ja, Zacharias, das machst du schön. Du schaust aus, als hättest du gleich ein Kind kriegen, du Krieger. So, wir kommen jetzt aus der Position Krieger in den siegreichen Krieger. Zacharias, bitte den siegreichen Krieger, auch genannt der Halkamenia-Krieger. Er macht das ganz super, ausbalanciert, einwandfrei, eine Eleganz wie ein Kugelkastel. Und jetzt noch zum Abschluss der triumphale Krieger. Bitteschön. Ja, wunderbar. Namenstag. Nach so vielen anstrengenden Übungen müssen wir uns ja bloß entspannen, etwas für die Atmung tun. Wir machen ein sogenanntes Bananarama. Das heißt, er macht jetzt die Position der müde Krieger. Bitte Zacharias, zeig uns den müden Krieger. Ja. Und gleich nochmal den müden Krieger. Ja. Sehr gut. Und was ein echter Yogi ist, der kann natürlich seine Lungenflügel einzeln steuern. Das heißt, wir machen jetzt ein Bananarama mit der anderen Lunge. Bitte schön, Zacharias. Ja, genau. Man merkt ja sofort, auf dieser Lungenseite eher Marlboro, auf dieser eher Chesterfield. Der tut sich da weit leichter. Also bitte nochmal. Ja. Der müde Krieger funktioniert super. Nach all diesen anspruchsvollen Figuren aus der Gruppe der Krieger kommt jetzt die wohl alleranspruchsvollste, nämlich der tapfere Krieger. Zacharias, bitte den tapferen Krieger. Ja, sehr schön. Ja, der Zacharias macht den tapferen Krieger, auch bekannt als österreichisches Bundesheer. Man sieht, das Mantra fließt da über den Rücken, über den Hintern ins Knie und über den Übung wieder retour ins Knack und in das nicht vorhandene Rückgrat. Das passt sehr gut, ja. Und während der Zacharias im tapferen Krieger verweilt, verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Namaste, Krautfleckerl, Schleichzeug.